Hallo, dit is Pastor Quentin hier. Dit is de tijd waar we zoals mannen gewöhnlich opkomen hier in de kerk. En ik dacht ik would van Deus Mars de wegen een harte aandacht brengen, een kleine devotion brengen, zoals we dat fertig gedaan. En ik geloof dat wordt meest de tijd zijn waar we würden hier niet sluiten, aber ik wil van deel een paar dingen metdelen. Wat ik geloof is voor ons van deel in Treis. En dit wanneer je niet mannen zijn, je kan dit wel ook harken en ik hoop dit wordt een zijn verdiend. Ik wil van deel met ons wel we van deel top. Efeze kapitel 5, 15 bij 20, er zijn een paar versen waar ik geloof zijn zeer passend voor de tijd waar we en wie van deel leven. En we willen hier een paar gedanken eruit nemen. En dat we kan opgebouwd zijn in deze tijd. Wieder gaan we ontvangen met een gebed. God in Himmel, we zijn dankbaar dat alles is in die hängen en alles is in die controle. En ik bid dat u was met jeder einer zijn, dat we worden naar die kijken in deze tijd en we brauchen niet angst zijn, maar we kunnen die hand houden in deze tijd doorgaan. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Deze versen wat in deze Schrift steht sind, die sind geschrieben, das Port von Epheser. Und Epheser ist für mich ein besonderer Brief. Aber ich will von dir diese Versen lesen und wir fangen 15 an. Das sagt es dort. Seid vorsichtig, dass je durch das Leben gehen, als kluge Menschen nicht aus Sonne, die nicht weiten, was die Sache gehört. Die Bibel sagt, wir sollen vorsichtig sein. Wir sollen wehr sein, wir sollen weiten, was angeht, und wieder wir sollen durch Leben gehen, als kluge Menschen. Ich glaube, wenn du eindenkst, was wir von der und Tag sein, es sind viele in dieser Welt, die rumgehen, und die sind nicht klug. Die sind nicht klug an, was die Dinge sein tun, die sind nicht klug an, wer sich vertrauen tun. Aber wir sollen vorsichtig sein. Der Engel sagt, be careful. Und so, mit dit sollen wir vorsichtig sein, nicht bis an was wir tun, aber was wir annehmen, das Wort hat. Die Bibel sagt, wir sollen uns Leben anstellen, nur das Wort hat. Wir sollen weiten, was das Wort hat ist, und an das Wort hat, was das Wort hat ist, du nur leben. So, was ist das Wort hat, und besonders, wenn wir vielleicht ein bisschen über den Coronavirus reden. Was ist das Wort hat? Das Wort hat ist, dass das Coronavirus ist wirklich eine Krankheit, was sich überschlagen in den Menschen. Und das ist gefährlich für so eine, was mit alle sind, und auch für so eine, was vielleicht eine Krankheit haben. Aber das ist nicht eine Krankheit, wo wir uns selbst ganz hingeben noch fährt. Oder ganz hingeben, dass wir nicht schlupen dann. Oder glauben, dass alle Sachen passieren, was buiten ist, als diese Krankheit. En ik weet, er zijn viele Videos en messages wat rumgaan en er zijn redenen wat proeven uit te leiden wat dit allemaal meint. En ik wil ons ermutigen, dat we zijn oppassen wat we harken doen, wat we lezen doen en wat we zijn doen, wegen es niet alle de woord het. En wieder ik wil ook zijn, wanneer we de nieuws zijn doen en harken doen en radio wat allemaal, wanneer dat best te negatief is en we vallen ons wie doen. Wir fallen uns mit den Nerven und an der Seil, der wird raufgebracht, wenn wir das bis aufswitchen. Aber das ist besser, dass wir bei der Wahrheit bleiben, und der Wahrheit ist das. Jesus ist mit uns, wir sind nicht allein, wir brauchen uns nicht fürchten. Wenn das auch wird so passieren, dass mehr Menschen würden krank werden, Gott ist der Weg mit uns. Gott ist treu, und wir können ihm ganz vertrauen. Und dann der nächste Vers sagt er, in der 16. Vers, er sagt, nu nutzt die Zeit uit, weil es dort erst eine schlechte Zeit. Und ich glaube, diese Vers, wir würden mehr sein, diese Vers ist passend von dir. Also nicht, dass wir würden sein, von dir erst eine schlechte Zeit. Menschen leben in Angst, Menschen leben in Furcht. Und wir haben uns vielleicht bei uns gefragt, wo du nicht mehr Toiletpapier hast. Menschen, die kippen dort alle an und es nicht ewig bleiben für so was dort fehlen wird. Oder wir haben uns vielleicht ein bisschen gefragt, wo Menschen
kan nicht, weit nicht wohin mit all das. Wir wohnen und leben in einer Zeit, was schlecht ist. Was soll wir dann tun? In 17. Vers sagt es das. Sieht vernünftig und fingt uit was der Herr von ihnen verlangt. So, was verlangt der Herr von uns in dieser Zeit? Der 18. Vers sagt, was er nicht verlangen wird. Er sagt, bedringt u nicht an Wein, wodurch je die Kontrolle über jens selbst verlieren, aber wat voll den Heiligen Geist. Wir sollen nicht nur so die Dinge gehen, was schlecht sind, was uns hindern tun, was artig sind. Wir sollen nicht nur so eine Dinge gehen, dort die Dinge brücken, um uns durch diese schwache und schlechte Zeit durchführen. Was soll wir leben? Wir sollen leben voll worden von den Heiligen Geist. Dort meint, wir sollen leben ist ewig sein noch Furcht und Angst. Wir sollen leben uns hingeben nur Gott und die Gemeinschaft bühren mit ihm. So hat erst Gott sehen werden für uns von der und das ist in den 19. und 20. Vers. Zij redt einen zum anderen mit Psalmen und Singen und Jesu Lieder. Singt und spielt im Hort den Herrn zu ehren. Und dankt und in alles am Gott, den Vater für alles in Jesus Christus, unseren Herrn, sie nennen. Diese letzten zwei Versen, für mich, sind eine große Trost. Paulus der uns hier treisten. Was sollen wir einen Orten reden? Wir sollen mit Psalmen und mit Jesu Lieder. Wir würden gerne sein, wir reden mit Psalmen, in der ersten Woche zu sein, wir reden mit Gott sein Wort. Dort, was Gott hat gesagt, dort soll Port sein, mit wo wir mit Orten reden tun. Nur Orten reden tun. Und wieder sage ich, wir sollen diese Zeit nehmen zum Singen. Und Singen ist ein Ding, was Menschen tun, wenn sie Frau sind. Und Gott will ehren und Gott will danken. Und dann das letzte Part ist, 20. Vers sagt, wir sollen Gott danken für was er tut. Gott ist noch der selbe Gott, es sei paar Monate zurück wir, paar Jahre zurück wir, 2000 Jahre zurück wir, 5000 Jahre zurück, aber einmal zurück wie gehen. Gott ist noch einmal, so sei einmal als gewasst. Und wir können Gott danken, dass er treu ist. Wir brauchen nicht in Angst leben, wir brauchen nicht uns hingeben, nur was die Welt braucht, uns anzubilden, dass es alle zu nichts gehen wird. Und wenn es will sein, dass wenn das wird zu nichts gehen, du hast ein Ding und was wir können uns halten. Und das erste Wort hat, Gott wird uns niemals verloren, er wird uns niemals zu uns selbst lassen, er ist immer mit uns und seine rechte Hand ist immer mit uns. Wer will Gott danken für was er getan hat, besonders für uns als Christen. Weet je, wie hat er wird leben? Weet je, wie hat der Heilige Geist in uns? Weet je, wie kann Gott anbeten, wann immer wir wollen? Und wie hat der Gnade und Leib und Kraft, was in Jesus ist, auch in uns, so dass wir den mit anderen mitnehmen. So was ist Gott sein Willen für uns von dir? Gott sein Willen ist euch. Wir sollen einen Orden anreden, mit Preis wird, was von Gott sein wird kommen. Wir sollen singen und wo immer wieder Gelegenheit hat, am Singen, Gott anbeten für was er getan hat. Und wir sollen Gott danken für was er getan hat. Wir wollen beten und wir wollen Gott danken für wer er ist. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir uns ganz hingeben können, dass wir die vertrauen, wir können leibtollig in Ordnung sein, wegen du hast uns dort gegeben, die Leib, die Gnade. Wir beten Gott, dass wenn du Söhne sind, was sind bedürft ohne Krankheit, und wenn du Söhne sind, was in dieser Zeit krank wurden, von dieser Krankheit, dieser Coronavirus oder Orte, wir beten Gott, dass du was weiten lassen, dass du bist mit uns, du bist mit uns, und auch du bist in Kontrolle über das. Wir beten auch für unsere Regierung, dass sie wollen können, uns leiten in so einer Weise, was gut ist. Wir wissen, dass du bist über alle König, alle Präsidenten und alle Prime Ministers. Wir sind so froh, dass wir das Christus